Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir sind in der Gärten der Königin stecken geblieben. Sollte uns ja langsam bekannt sein nach dieser langen Spielzeit. Und zwar habe ich ja da nochmal versucht, gegen den Bosskampf zu kämpfen, aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir einfach eins zu schwierig und dort haben wir tierisch eins auf den Deckel bekommen. Ich persönlich würde sagen, ich gehe nicht mal meine Seele einsammeln, weil ich habe nachher nämlich einen Plan gehabt. Und zwar würde ich gerne mal zum Tower of Love gehen. Es geht darum, ich habe ja mal einen Schlüssel gefunden, der Schlüssel der Liebe, und ich würde mal den gerne probieren einsetzen. Und ich habe mich da schon ein bisschen vorgekundigt, wo genau ich den könnte einsetzen oder gebrauchen. Darum habe ich gedacht, könnten wir das mal versuchen. Und nachher würde ich mich eigentlich gerne mal langsam versuchen, gegen die Gegner zu kämpfen, um die nächste Maske zu erreichen. Und zwar in der Stadt der Tränen, dass wir da oben eigentlich mal wieder in den Kampf reingehen. Was hat es jetzt da geschlagen? Das Geo spinnt wieder, es trollt um uns herum. WTF? So. Dann würde ich sagen, wir sammeln jetzt einfach mal unsere Seelen ein, gehen mal schauen wegen dem Schlüssel der Liebe. Und nachher können wir uns dann ja langsam mal aufmachen, um die nächste Maske zu befreien. Oder erlösen, wie auch immer das, was hier angesehen. Dann haben wir da das da gerade noch schon mal. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ihr habt nichts gesehen? Ihr habt gar nichts gesehen? So, da. Hey, ich habe es gerade gar nicht im Griff. So, da. So, jetzt kommt es gut, das wollte ich gerade sagen. Aber wie es aussieht, schaffe ich den Run da gerade nicht. Gut. So, jetzt aber. Jetzt sind wir durchgekommen. Muss ich da aber wirklich noch schnell meine Seele einsammeln. Nachher darf ich auf dem Rückweg gerade nochmal alles machen. Wieder so ein Frisbee-Heini. Das müsste jetzt eigentlich ganz und gar nicht sein. Aber ich glaube, da laufe ich eh falsch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich muss ja da... Genau, ich muss komplett links gehen. Ah, der spuckt man natürlich genau noch einen Stachel in den Kopf rein. So. Und dann sammeln wir schnell unsere Seelen ein. Das sollte ja eigentlich gut machbar sein. So. Dann müssen wir jetzt hier nochmal schon durch. Und da höre ich sie ja schon klingeln. So lang, da ist sie schon. Gut, also ich bin mir aber gerade am Fragen, ob ich es nochmal probieren soll. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, man kann ihn schaffen. Er ist einfach übelst schwierig. Aber für was man überhaupt für ihn erhalten, das ist halt die Frage. Ich weiss ja nicht mal, hey, was bekomme ich eigentlich für den über, wenn ich den besiege. Oder wenn ich so dumm da runtergehe, wie ich das jetzt schon die ganze Zeit mache. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das auf später verschieben. Ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, komm, wir machen uns wirklich auf zum Tower of Love. Also zum Tower von der Liebe. Weil mich würde es mega interessieren, was wir mit dem Schlüssel öffnen können oder was sich genau dort verbirgt. Und eben nachher lassen wir richtig zu diesen Maskentypen gehen, weil... ich glaube, wir haben jetzt langsam alles plus minus erforscht, was man kann erforschen. Und mich würde halt interessieren, wie es halt ein bisschen weitergeht. Und daher... würde ich jetzt mal sagen, entweder schaffen wir es unterwegs, uns noch ein bisschen zu verstärken, oder ich mache da noch mehr Filz vom Tag wie nichts anderes. Voilà, ganz in Ruhe, dann kommt das auch gut. So, kann ich den einmal schlagen, nicht wirklich, hä? Ah, ja, das ist eben... Ich glaube, ich habe bis jetzt den Rückweg so wenig gemacht, dass ich mich gar nicht daran gewöhnt bin, da durchzuhüpfen. Aber ich hoffe, dass es jetzt gerade mal anders kommt. Ah! So komme ich nicht. Hey, ich sterbe da auf dem Rückweg anstatt auf dem Hinweg. Das gibt's ja gar nicht. Come on! So! Jetzt aber. So, das schafft auch nur ein Löli wie ich. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir uns direkt auf zu unserem Hirschkäferweg. Und von dort aus können wir dann schon mal weitergehen. Jetzt muss ich schon schauen, genau, jetzt hier wieder runtergehen. So, dann sollten wir da eigentlich richtig sein. Nein, falsch. Eins zu weit oben. Wenn wir da nochmal schauen. Ah, das ist ja... noch 2 Leben. Und dort hat es noch Stacheln. Okay, das ist gut zu wissen. Dann füllen wir jetzt mal schnell unser Leben an.
Dann fülle ich lieber jeden Mal mein Leben noch. Genau, ja, wie ich gesagt habe. Das muss ich da jetzt wirklich schnell einfach... Eins langsamer unterwegs sein, sonst funktioniert das, wie es aussieht, nicht. Das sollte oben dran sein. Genau. Kann ich da nämlich schon gemütlich auf dem Bänkchen das Leben einmal nachfüllen. So, Leute, der Tower der Liebe. Der sollte sich irgendwo da hinten befinden. In der Grenze des Königreichs. Und zwar genau da. Und ich würde jetzt sagen, wie kommen wir am schnellsten dort hin? Gute Frage. Ich glaube, am besten ist bei der Station des Königs und dann dort unten durch. Dann schauen wir uns das mal an. Station... Nein, das ist Station der Königin. Ah! Lappi macht die Augen auf und lies mal richtig. So, und dann gerade nochmal weiter. Und zwar Station des Königs und nicht die Königin. Da kommt das Ganze nämlich schon ganz gut. Schon ganz gut. So. Mal schnell ein Päuseli. Man weiss ja nicht, was so unterwegs passiert. Und so wie ich gerade momentan am Spielen bin, kann es ja wirklich sein, dass ich gröber auf den Keks bekomme, wenn ich da noch mehr Fehler mache. Da bin ich immer noch nicht angekommen. Ich weiss immer noch nicht wie. Ich weiss immer noch nicht, wie ich dazu ankomme. Ich hoffe, der Weg geht irgendwann später mal noch auf. Dann können wir dort nämlich noch mal einen Haufen Taler einsammeln. Ach, das Schild, das ist einfach göttlich. Voilà, da oben haben wir auch gerade wieder so eine quietschende Gurke. Ah! Mann, ich glaube, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht da drunter kommen. Ja, genau, da kommen wir drauf. Das ist der schnellstmöglichste Weg dorthin. Dann sollten wir nämlich wirklich gut... Ah, da sind beide Wege versperrt. Ah, okay, alles klar. Da muss ich dann wirklich von oben her angehen. So. Dann müssen wir gerade mal schnell güchseln. Genau, und jetzt sind wir da. Jetzt müssten wir einmal alles komplett eins rauf. Mal schauen, ob wir da gerade so schön raufhüpfeln. Jawohl, das hat ja besser funktioniert als erwartet. Oh, hallo? Betrachten. Journal eines Wanderers. Da haben wir sogar noch etwas anderes gefunden. Yeah! Das hat dem gar nichts mit dieser Sache zu tun. Typisch Hollow Knight. Du kannst an, wo du willst. Du findest plötzlich wieder irgendein Eckli, das du nicht erforscht hast oder nicht gefunden hast. So, da gehen da wieder die Leichen von der Decke oben runter. Da merkt man richtig, dass wir da in der Nähe vom Kolosseum sind. So, aber ich müsste eigentlich ganz rauf dort. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg rundherum machen? Mann, Mann! Wieso nur? So. Dann machen wir doch das, wenn das von uns verlangt wird. Voilà. Kann man da durch? Es sieht so aus. Nein. Nein, nicht die. Komm, abfahren. Ah! Am Schluss muss ich doch gegen alle kämpfen. Dann halt, wenn es sein muss. Dass die Made jetzt da einfach von hinten kommt und mir noch in den Rücken hier schießt. Nichts Neues. Nichts Neues. So. So. Da haben wir es auch schon fast vollbracht. Ah, ich habe gehofft, ich kann nicht genau drüber wegkommen über die Schüsse. Aber wie es aussieht, ist das nur gehofft gewesen und nicht gemacht. So. Jetzt hoffe ich, dass wir von da aus her eigentlich gut ankommen. Und versucht jetzt alle noch schnell plus minus besiegen, dann können wir nämlich noch mehr Leben wieder auffüllen. Seht ihr mich, wenn ich da angehe? Wow! Oh ja, mein Schild! Das habe ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist die Frage. Wow! Was ist mir jetzt da gerade entgegengeflogen? Ich glaube, ich sollte da noch ein bisschen rauf. Hüppa! Hüppa! Mann! So! Und dann da abwärts sollte ja eigentlich, glaube ich, funktionieren. Jawohl, ich glaube, das hat funktioniert. Ich glaube, das hat funktioniert. Sind wir richtig? Turm der Liebe, jawohl, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, betrachten, ein verschlossener, gepolsterte Tür, Schlüssel der Liebe benutzen, jawohl. Okay, und dann schauen wir mal schnell nach, was da so auf uns wartet. Ich höre einfach, ehrlich gesagt, einfach nur ein paar komische Geräusche und dann kommen schon ein paar Fragen auf. Oh, die lebt sogar noch, das Ding. Muss ich einfach ein bisschen aufpassen. Ich habe nur 3 Leben, ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendetwas anderes auf uns wartet. Aber es sieht irgendwie wirklich dann noch aus, als würde ein Bösschen auf uns warten.
Und darum bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob es nicht die beste Idee ist, jetzt unten dran die Türen aufmachen. Weil 3 Leben ist wirklich... 4 Leben ist happig. Ist wirklich happig. Und wir haben die Türen nicht aufgemacht. Das heisst, wir müssen den ganzen Weg nochmal auf uns nehmen, wenn wir jetzt sterben würden. Und auf das habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt keine Lust. Auch wenn jetzt kein Boss auf uns wartet. Also es sieht irgendwie einfach ein bisschen danach aus. Sage ich doch, ich mache lieber zuerst die Türen auf. Aus Sicherheitsgründen raus. Und zwar die hier. Hä? Was ist jetzt da aufgegangen? Einfach gegenüberseiten, oder? Ja, genau. Okay, und dann könnten wir uns eigentlich noch mal ganz kurz auf unser Bänkchen begeben. Einfach aus Sicherheitsgründen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wir befinden uns ja nicht allzu weit. Und wenn wir sterben würden, müssten wir ja eh den Weg nochmal auf uns nehmen. Daher... Also vielleicht schaffe ich es mit denen, mich aufzuheilen, aber ich glaube es weniger. Jawohl, so. Aber... So, oder? Funktioniert doch, funktioniert doch. Dann können wir nämlich hier nochmal gemütlich unser Leben nochmal anfüllen. Und dann können wir nochmal das Plätzchen anschauen. Und wenn jetzt wieder ein Bosskampf auf uns wartet, sind wir wenigstens mit vollem Leben darauf vorbereitet. Spielskill fehlt mir an dieser Stelle jetzt gerade momentan ein bisschen. Aber wir hoffen doch, dass wir das trotzdem irgendwie anbringen. So. Da wartet natürlich der schreiende Viech wieder auf uns. So. Und dann eigentlich gerade hier auf und dann sollten wir direkt schon da sein. Jawohl. Dort. Einmal auf. Hey. So, und jetzt können wir sicher mal schauen. Jetzt mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Und sonst wären wir ja wirklich auch ein bisschen um die Ecke. Also es wäre nicht allzu weit, egal was auf uns würde warten. Es könnte auch sein, dass gar nicht auf uns wartet. Man merkt richtig, ich bin so richtig neugierig, was jetzt auf uns zukommt. Was? Der Sammler? Der schreit wie der letzte Psychopath. Was läuft mit dem? Okay, ich komme nicht so genau daraus, was der für Fähigkeiten hier einsetzt. Okay. Okay. Was? WTF? Der hat doch... Was läuft mit dem Schiff? Okay. Ah, da hat es gerade nochmal wieder so ein... Der ruft einfach die ganzen Kreaturen. Okay. Ah, ich hätte lieber warten sollen, hätte lieber noch mal das Leben anfüllen. Aber jetzt, wo ich das weiss, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das schon fast gleich, dass ich jetzt gestorben bin. Und zwar nehme ich andere Runen mit. Dann nehme ich eindeutig andere Runen mit. Also die 2 Sachen nehmen wir schon mal raus. Und jetzt bin ich ganz am Überlegen, ob wir Schnellfokus irgendwie mitnehmen. Dafür Larvenlied zum Beispiel rausnehmen. Oder... Furior der Gefallenen. Wäre natürlich auch etwas. So weniger Leben als wir haben, desto mehr Schaden machen wir. Das wäre natürlich wirklich etwas. Robuster Panzer. Ich glaube, ich nehme den Furior mit. Und jetzt weiss ich wenigstens, was es auf dem Kasten steht. Ich kann jetzt wirklich nicht erwarten, dass so ein Ding auf uns wartet. Der hat ja voll psychopathische Adern mit seinem Der Sammler. So, dann würde ich mal sagen, probieren wir es auf ein neues. Ich habe eigentlich gemeint, ich begebe mich auf Tower der Liebe und jetzt begegnet uns vielleicht irgendeine hübsche Madame, die uns verführen oder irgendetwas in die Richtung. Aber dass ein Sammler auf uns trifft? Speziell. Aber es sollte eigentlich gut machbar sein. So. Gut, der Weg ist wirklich nicht allzu weit. Ah, da ist unsere Seele auch schon eingefangen gewesen. Nicht schlecht. Also der sammelt wirklich einfach alles ein, was ihm im Weg kommt. Dann würde ich sagen, jetzt sammelt er bald nichts mehr ein. Das Geschrei, hey. Der hat doch nicht mehr alle Schrauben locker. So, ich komme mir vor wie ein Kollege von mir, wenn ich mit ihm Gamen bin. Und das ist, glaube ich, eine andere Geschichte.
ein bisschen aufpassen, was das jetzt so... Ah! So, warte, jetzt haben wir ihm, glaube ich, das Dings gegeben. Schon mal die erste Phase. Okay, was haben wir jetzt da für Kreaturen? Ah! Ey, das. Ey, Ipa! Ei! Ich glaube, also ich bin mir jetzt ziemlich unsicher gewesen, der Fiora aktiviert sich in dem Fall erst, nachdem er wirklich nur ein Leben hat. Das finde ich ein bisschen nicht so cool. Finde ich gerade mal überlegen, ob wir das Sporenpilz mitnehmen. Und... Sporenpilz und... Stabile Körper bringt mir nichts. Momentan habe ich weiss noch was, es wirklich etwas bringen gegen den. Wappen des Verteidigers, das mit dem Stinken. Dann machen wir es wieder mit unserer Stinkwolke. Auf ein neues! Wirklich weit ist er ja nicht und ich glaube, das ist schon machbar. Ich muss mich zuerst ein bisschen daran gewöhnen, was der da so für Fähigkeiten bringt. Und dann sollte das eigentlich gut machbar sein mit dem Löli. Es kann ja nicht sein, dass ich momentan an jedem Boss scheitere. Das kann es jetzt wirklich nicht sein. Ich sehe das jetzt mal als Aufwärmphase für die anderen 5. So, oder? Also er kommt die ganze komisch umeinander. Das Problem ist eher die Kreaturen, die er alle beschwört. Ich hoffe, dass wir halt jetzt mit unserem Schild wie auch unserer Stinkwolke und Tornende Qual wirklich von Anfang an ziemlich guten Schaden machen. Also diese Kreaturen und ich mich dann halt in Ruhe kann auf ihn konzentrieren. Ich schaue, dass ich meine Seele aufbewahre, sobald er nämlich aus Gefecht gesetzt ist, dass ich mich wieder Leben auffüllen kann. Und einfach immer durch ihn durchgleiten, blöd gesagt. Immer durch ihn durchgleiten. So. Woo! Haha! So. Komm direkt draufhauen, wenn die Gefäße oben runterkommen. Okay. Ich versuche mich jetzt wirklich mal mehr auf die Gefäße zu konzentrieren. Mal schauen, ob es etwas bringt. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Strategie so. Ah, jetzt bin ich genau in den reingegangen. Das ist vielleicht nicht gerade das Beste gewesen. So. Ah! So. Ah, jetzt bin ich nochmal in den Reiz und denke, der haut gerade wieder ab. Komm, jetzt muss man nicht da dreimal auf den Kopf hochkumpeln. Das ist nicht gerade freundlich von dir. Komm, wann ist die erste Phase mal vorbei? Jetzt, okay. Leben anfüllen, schnellstmöglich. Hoppa! Jetzt ist er aber ein bisschen aggressiver unterwegs. So. Ah, der hat gerade mit dem Schuss noch mich getroffen. Nicht das Fairste. Hey, wie viel lädt jetzt da oben? Ist es das gewesen? Ja, ich glaube, das ist es gewesen. Ich glaube, das ist es gewesen. Jetzt geben wir ihm gerade noch den Rest. Come on, come on, come on. Jawohl! Wir haben den Sammler besiegt. Also der schreit immer so psychopathisch umeinander. Also er ist mir sympathisch. Er ist mir sympathisch mit seiner Art. Das muss ich jetzt einfach mal gesagt haben. Und das heisst, wir haben ihn besiegt. Let's do it. Oh mein Gott. Er ist verantwortlich für all die Würmli, die gefangen worden sind. Hey. 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 Alles 3 Würmli mal. Ist er dafür verantwortlich gewesen, die Made? All die Würmli zu verstecken. Oh mein Gott. Betrachten. Genommen. Karte des Sammlers. Halte L1 gedrückt, um die Karte für das aktuelle Gebiet anzusehen. Die Standorte gefangenen Larven werden angezeigt. Ah, was? Jetzt werden uns alle Räupli angezeigt. Nice. So kann man ja easy peasy alle Räupli zusammensuchen.
In dem Fall haben wir jetzt den, der verantwortlich ist für alles, gefunden. Okidoki, wir haben schon ein paar Mal gefragt, wer sperrt hier die ganze Gläser und alles drum und dran. Da hat sich die Frage nämlich auch schon mal geklärt. Der muss aber wirklich auch langweilig sein die ganze Zeit, dass er irgendwelche Räupli einsammeln. Nein, noch nicht da. Noch weiter runter. So, gegen den Schluss muss ich jetzt sagen, ist er noch in gewisser Art und Weise ein bisschen leichter geworden, durch das er halt immer zuerst seine Krüge ein bisschen probiert haben anzugreifen. Hat das halt eigentlich noch ziemlich gut funktioniert alles. Aber dann gehen wir jetzt mal schnell wieder mal aufs Bänkchen, dann kann ich nämlich mal meine normalen Sockel wieder mitnehmen. Und dann können wir schon mal schauen, um was wir uns als nächstes kümmern. Jetzt sehe ich, ich habe dort mega markiert, das grünes Räupli, wo die sich aufhalten sollten. Das ist natürlich ziemlich speziell. Dann können wir jetzt so Sachen wieder rausnehmen, Kompass rein, Geoschwarm rein und let's go. Aber wisst ihr, was ich würde sagen? An dieser Stelle, danke vielmals fürs Einschalten. Was ich als nächstes vorhabe oder wie es weitergeht, das erfahren ihr doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde Hollow Knight mit einem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Lasst ein Abo, ein Daumen nach oben oder einen Kommentar da, wenn ihr Tipps, Hinweise oder sonst irgendetwas in die Richtung habt. Danke vielmals und ciao.